970 Mal huet Police Joert missen wennst häuslicher Gewalt intervenieren. 24 Joer ass d Gewaltschutzgesetz a Kraft getruden, doranner as auch d'Wegweisung firgesinn. Dat bedeit, dat eng Person, die doheem gewalttätig gëtt, fir eng begrenzten Zeit kann expulséiert ginn. Et kënnt aber auch immer nees zurückfall. Wie soll immer Täter an Wiederholungstäter ëmgoen? De Moien huet die Schweizer Kriminologin Bettina Riederer op Invitation vum Chancegleichheitsminister e Viertrag zum Sujet gehall. An Raphael Dickes huet sech Matthias Hall. Guten Abend, Bettina Riederer. Guten Abend. 2021 gab es in Luxemburg 249 Wegweisungen wegen häuslicher Gewalt. In 45% der Fälle handelte es sich um Wiederholungstäter, die entweder schon einmal von zu Hause weggewiesen worden waren oder bei denen die Polizei schon mal wegen häuslicher Gewalt eingreifen musste. Ist das eine Rückfallrate, die man auch in den Nachbarländern so kennt? Diese Zahlen sind plus minus repräsentativ für den europäischen Raum, so wie ich es kenne. Tendenziell wäre das natürlich wünschenswert, diese Zahlen deutlich zu reduzieren, liegt aber an verschiedenen Faktoren, warum das so ist. Wie wichtig ist die sogenannte Täterarbeit, also das Aufarbeiten der Gewaltproblematik mit dem Täter, um dieses Rückfallrisiko zu verringern? Die Arbeit grundsätzlich mit Tätern ist absolut zentral, um Opferschutz zu betreiben. Wenn Sie Täterarbeit machen, können Sie automatisch die Risiken minimieren und präventiv arbeiten. Es ist aber so, dass es verschiedene Mittel gibt, wie Sie mit Tätern arbeiten, und ich weise da immer auf die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten hin, die da bestehen. Jetzt in Luxemburg heißt die Struktur, die sich mit der Täterarbeit befasst, ist Riecht raus. Täter können dort freiwillig vorbeikommen oder aber müssen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorstellig werden. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Einblick in diese Täterarbeit geben? In der Täterarbeit geht es um zwei Teile. Das eine ist das Aufarbeiten und das Anerkennen der Tat, also sich selber als Täter anerkennen und zu sagen, ich hab das begangen, ich bin Täter geworden. Und das andere ist auch Mitgeben von weiteren Skills und Bearbeitungsmöglichkeiten. Wie gehe ich künftig mit Konflikten, mit Schwierigkeiten, mit Eskalationen um? Jetzt gibt es verschiedene Täterprofile. Welche Profile sprechen gut auf Täterarbeit an? Man kann die grobe Unterscheidung machen zwischen einem Gewalttypen, der Kontroll- und Machtverhalten ausübt. Man nennt das patriarchales Gewaltmuster, und man nennt das zweite wäre eine situationsbezogene Gewaltmuster. Und wenn Sie situationsbezogene Gewalttäter haben, da geht es vor allem darum, dass diese Täter oder Täterinnen wenig Skills und Bearbeitungsmöglichkeiten haben. Und diese sprechen sehr gut auf Täterarbeit und Täterprogramme an. Der erste Typ, das ist anspruchsvoller, und da sehen Sie auch die große Gruppe, aus meiner Sicht die große Gruppe der Wiederholungstäter. Die siedelt sich in diesem Coercive Controlling Typen an. Das ist der erste patriarchale Muster. Genau. Im Jahr 2021 ist fast die Hälfte der weggewiesenen Täter, obwohl von Riecht raus kontaktiert, nicht dort vorstellig geworden. Kann man diese Menschen denn auf einem anderen Weg erreichen? Ich gehe davon aus, das Erste, was ich sagen muss, das Riecht raus Programm und diese Wegweisungsgesetzgebung finde ich absolut sinnvoll. Das ist eine sehr gute Basis, und es gibt sehr viel Anerkennung diesem Thema gegenüber von häuslicher Gewalt und dieses auch im gesamten Kontext ernst zu nehmen. Es ist jedoch so, dass nicht jeder, der Täter ist, die Täterarbeit ist sehr divers, und es zeigt sich dann offenbar, dass diese Arbeit mit Tätern im Richter raus nicht ausreicht. Und daher macht es bei Wiederholungstätern dann Sinn, zu überlegen und zu gucken, was gibt es für weitere Interventionsmöglichkeiten. Ist der Täter nicht einsichtig, dann bleibt dem Opfer eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Trennung oder in der Beziehung bleiben, auch wenn das vielleicht tagtägliche Angst bedeutet. Es ist für das Umfeld nicht immer einfach zu verstehen, wenn diese Entscheidung kommt, ich bleibe. Was sagen Sie als Expertin dazu? Wie ist das zu erklären, dass ein Opfer sich auch entscheiden kann, zu bleiben? Wenn ich sage, dass man die Entscheidungsmöglichkeit hat zwischen dem einen und dem anderen, ist das sehr einfach gesagt.
Die Realität von Beziehungen ist viel, viel, vielschichtiger. Und es hat sehr viele Gründe, warum Opfer bleiben. Es gibt aber viele Gründe, um zu gehen. Was man aber auch weiß, und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, ist, dass viele Opfer nicht die Beziehung wollen. Sie wollen lediglich, dass die Gewalt aufhört. Und die bleiben immer in dieser Hoffnung, dass das dann endet, wenn er wieder eine Arbeit hat oder wenn es wieder ruhiger wird, wenn das Alkoholproblem weg ist, wenn die Mutter wieder gesund ist. Die leben oft in so einer Hoffnungsschiene drin, dass das sich jeweils verändert. Und da ist beispielsweise in der Opferarbeit wichtig, ihnen ganz sukzessive, nicht aufdringlich, aber sukzessive aufzuzeigen, dass da wenig Veränderung passieren wird allenfalls. Bettina Riederer, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. An das ganze Gespräch mit der Schweizer Kriminologin von der Obertel.lu.